Eine Familie aus Bad Vöslau sitzt ohne Dach über dem Kopf im Kosovo fest. Die Mutter wurde mitsamt ihren Söhnen im Alter von 9 bis 15 Jahren ohne Vorwarnung abgeschoben. Dabei war Familie Krasniqi jahrelang voll integriert. Schulkollegen und Fußballkameraden der Buben wollen das nicht mehr hinnehmen. Die Kinder kämpfen um ihre Freunde. Die Brüder Adriatic, Ardit und Arlin sind über Nacht von der Polizei abgeholt und in den Kosovo abgeschoben worden, obwohl sie seit Jahren hier in die Schule gehen. Das sieht die Gemeinde nicht ein. Ein Kind mit 8 oder 9 Jahren ist jetzt von dem weg, was ihm wichtig war. Und der Fußball war ihm wichtig. Ich glaube, seine Freunde da waren ihm auch sehr wichtig. Das war irgendwo sein Leben da. Ja. Die 3 Kinder, die sind schon seit 7 Jahren da. Beide haben Fußball gespielt. Es war für jeden einfach ein Schock. Wir sind mit dem nicht einverstanden. So kann das eigentlich nicht sein, dass man mit Menschen oder mit Menschenrechten so umgeht. Ardit, der 13-jährige Bub, steht immer noch unter Schock. Er erzählt uns telefonisch, was passiert ist. Meine Mutter ist gekommen und hat gesagt, kommt die Polizei, die durch an und kommt schneller. Und sie haben uns mitgenommen ins Polizeirevier und dann haben sie uns nach Wien gefahren. Und dort haben sie uns im Schulhof gelassen. Und mein kleiner Bruder, man lässt sich ganz Angst und sagte, wieso bin ich in ein Gefängnis? Die 3 Kinder haben jetzt nicht einmal mehr die Chance, das Schuljahr zu Ende zu bringen. Und das, obwohl sie nie etwas verbrochen haben. Die Behörden schweigen beharrlich, doch die Kinder kämpfen verzweifelt weiter. So lange, bis ihre Freunde wieder zurück am Fußballplatz sind. Nach Skilang